Und dann kommt die große Chance von der Kabelkiste. Und da ist es dann drin. Und du bist dann ganz stolz und sagst zu deiner Lebensabschnittsgefährtin: Guck, ich hab das Kabel, das wir brauchen. Ich hab es. Ich hab es. Und dann sagst du: Wo hast du das her? Und dann sagst du: Aus der Kabelkiste im Keller. Und sie dann so: Oh, shit. Auf weitere 20 Jahre eine Kabelkiste im Keller. Richtig. Zack. Guten Tag, ihr Leid. Jawohl. Wir spielen Restory. Wir restaurieren, wird wohl... Da oben steht's, lest es selbst. Der Untertitel ist irgendwas mit Chill. Lest es selbst. Wir haben das Spiel schon mal in der Demo-Version, also wir haben die Demo von dem Spiel schon mal gezockt vor einiger Zeit. Und das war schon ziemlich gemütlich. Das fand ich richtig gut. Jetzt ist es draußen. Jetzt spielen wir es auch richtig. So, neues Spiel. Tokio, Anfang der 2000er Jahre. Mein erster Tag in der Werkstatt. Lass mich mal umgucken hier. Aha. Ja, sieht kacke aus. To-Do-Liste, Moment, To-Do-Liste, Arbeitsfläche aufräumen. Komm, das machen wir gleich. Hier, zack. Zack, 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 zack. Das kommt auch da rein. Ah. Gehen wir dahin. So, siehst du, das hätten wir schon mal. Inventar sortieren und Kartons wegwerfen. Zuallererst mal will ich... Was ist denn das da? Weg damit. Und hier noch altes China-Essen. Kabel. Kabel schmeißt man... Der hat eine ganze Mikrowelle weggeschmissen. Kabel schmeißt man eigentlich nicht weg. Das weiß jeder. Die macht man in eine Kiste und legt sie in den Keller. Und wird sie nie wieder brauchen. Aber einmal in meinem Leben kommt der Tag, wo man dann merkt, ich hatte doch so ein Kabel, wo man Game Boy Advance, 3DS und Nintendo DS aufladen konnte. Und Advance Micro, wo man die aufladen konnte. Wo ist denn dieses Kabel? Und dann kommt die große Chance von der Kabelkiste. Und da ist es dann drin. Und du bist dann ganz stolz und sagst zu deiner Lebensabschnittsgefährtin: Guck, ich hab das Kabel, das wir brauchen. Ich hab es. Ich hab es. Und dann sagst du: Wo hast du das her? Und dann sagst du: Aus der Kabelkiste im Keller. Und sie dann so: Oh, shit. Auf weitere 20 Jahre eine Kabelkiste im Keller. Richtig. Zack. Sind wir noch nicht durch. Inventar sortieren und Kartons wegwerfen. Wie Inventar sortieren? Ah, guck mal hier. Mal Lampe anmachen. So. Ah. Was kommt hier hin? Ein Büchelein. Eine Uhr. Mal dahin. Kiste? Kiste schmeißt du nicht weg. Egal, mach mal trotzdem. Eine Lampe. Stellen wir da drüben hin. Geht das? Ja. Verkaufen für 1500 Yen. Radio. Kann man das da oben drauf? Macht das auch Musik? Ah ja. Und weg damit. So. Ah. Ich bin jetzt schon ganz gechillt. Lass mal gucken. 1000 Yen. So, was haben wir hier? Karton für Teile. No Internet. Ja, das ist schlecht. Ah ja, Laden eröffnen. Hallöle. Hier bin ich. Gebt mir was zum Reparieren. Wie kommst du zurecht? Räumst du gerade auf? Ich bin wegen der Miete hier. Wir hatten ja 2000 Yen pro Woche abgemacht. 2000 Yen? Waren damals 20 Euro pro Woche. Das geht, glaube ich. Ich glaube, ich habe mir irgendwann mal, das war Ende der 90er, Anfang 2000, habe ich mir mal festgestellt, dass der Yen, wenn man 2 Nullen wegmacht, dann hast du es ungefähr in Euro. Okay, das muss dann so ab 2001 gewesen sein. Egal. Ich sag mal einfach, es sind 20 Euro pro Woche. Das ist in Ordnung. Ach, und übrigens habe ich auf dem Weg hierher ein Handy gefunden. Weiß nicht, wem es gehört, aber jetzt gehört es mir. Mir gehört alles hier. Es geht dich gar nichts an, ne? Wie viel kostet die Reparatur? Es ihm als Erstkunde zur Eröffnung umsonst anbieten. Den überzogenen Preis von... Da kannst du es auch gleich umsonst machen. Nimm mindestens 7.500, sonst gehst du pleite wie der letzte Sense. Ist das ein Tipp? Ist das ein Tipp? Okay, kein Problem. Machen wir gerne. Okay. Für dich Freundschaftspreis von 6.000. Leg das Handy auf die Theke, wenn du fertig bist. Ich werde in der Nähe bleiben. Okay. Hashimoto. Moment, wir haben 6.000 gesagt, das war schon komplett überteuert. Und er sagt, nimm 7.500. Das ist so ein cooler Typ eigentlich. So.
Ein Nokia 3210 oder so. So, was steht da? Ja, keine Ahnung. Okay. Ah ja. Ah ja. Okay. So, komm mal her. Jawohl. Wir müssen das einfach mal entstauben. Aber ich darf nicht so fest stauben, sonst wackelt meine Kamera. So, ja, aber... ach so. Ja. Das sieht gut aus, oder? Bading! Sehr schön. Was haben wir hier? Ich lege mal alles hier hin. Ja, das sieht alles aus wie Sau, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Lass mal kurz drehen. Ich will hier auch erstmal entstauben. Eigentlich will ich hier entstauben. Komm mal her. Das machen wir gleich. Es erinnert mich irgendwie an mein Nokia, das ich hatte. Ja, es erinnert jeden an sein Nokia, das er hatte. Aber ich hatte nicht so eins. Ich hatte irgendein Nachfolgermodell. Das sah cool aus. Das hatte transparente Tasten. Wo ist das? Moment, was ist das? +2. Da war irgendeine Telefonnummer oder sowas drin. Keine Ahnung. Akku raus. Das sieht auch noch komisch aus. Pass auf, wir putzen das jetzt alles. Geht nicht? Das geht zu putzen. So. Einfach mal sauber machen. So. Das ist jetzt schon so geil. Ich meine, ja, soweit war man in der Demo auch schon. Sehr intelligent, da so einen kleinen Einmachglasdeckel hinzulegen. Plöpp, und da die Schrauben reinzumachen. Sehr intelligent, sehr schön. Habe ich auch, aber kein Einmachglasdeckel. Ich habe irgendwie so ein komisches Plastikding, wo lauter so kleine Einkerbungen hat. Das nehme ich als sehr gerne. Moment, Lautsprecher. So, fehlt da noch was? Nee, oder? Normalerweise muss man das da dann so raus... Oh, der Bildschirm natürlich, ja. Bildschirm nicht dreckig. Auch nicht dreckig, okay. Okay. Alles klar. Guti. Dann fangen wir mal an. Das da ist dreckig, das sehe ich von hier. So, ich habe da... Was ist denn eigentlich mit dieser Nummer, die ich da gefunden habe? Naja. Kümmern wir uns erstmal um die Arbeit. Erneute Zusammensetzung 0 von 11. So. Ah ja, der ist dreckig. Schön sauber machen. Sehr schön. So, und mir fällt auch jetzt schon auf, wo sie wohl verbessert haben. In der Demo ist dieses Teil, das blieb immer hier. Ich will das so gern drehen. So, das blieb immer da. Du konntest es nicht weglegen. Das blieb immer in der Mitte zurück. Das war ein bisschen doof. Aber jetzt kannst du es... Oh, das ist ja schön, dass wir den Umriss haben. Das ist, finde ich, gut. So, ich glaube, wir haben alles soweit durch, oder? Ich fummel mal alles an und guck mal, ob wir alles gesäubert haben. Auch den Lautsprecher. Okay, ja gut. Dann klipsen wir das da drauf, machen da einen Akku rein. Die Nummer da, die behalten wir mal. Die weiß ich gar nicht, was es ist. Rückseite drauf. Jawohl, Vorderseite. Ein paar Schräubchen dazu. Das haben wir schon mal deutlich schneller gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich mein altes Nokia noch finde. Ich wette mit euch. Wenn ich es finde, ist 100 Pro noch Akku dran. Weißt du, die Dinger früher... Du hast die irgendwie 3 Jahre nicht aufgeladen und die waren an. Und wenn du sie nach 3 Jahren wiederfindest, so, jo, gar kein Problem. 73% Akku oder so. Wette ich mit euch. So. Die waren schon richtig hardcore. Ich meine, man konnte damit halt nicht wirklich viel machen. So, irgendwas fehlt hier. Ein Display. So. Schraube halber rausgedreht. So. Zack. Wie neu. Und siehste, Connecting People. Wunderbar. Hat doch gut geklappt. Zack. Und jetzt muss ich es da hinlegen. Bestellung verpacken, Hashimoto. Okay. Das lief doch gut.
Ah, da ist er ja schon. Ich hasse Akiba. So laut und überfüllt. Aber hier bei dir ist es ruhiger. Ja, danke. Wenn nicht gerade das Radio spinnt. Hallo, Radio. Was machst du da? Ist das Handy fertig? Ich habe nicht viel Zeit. Die Notiz mit der Nummer. Ey, der Typ ist mir einfach unsympathisch. Nix gibt's. Jetzt sieht's wenigstens gut aus. Das verkaufe ich auf dem Online-Marktplatz. Warum Geld verschenken? Ach, und übrigens. Du solltest unbedingt vor Mitternacht schließen. Gestern Nacht ist etwas passiert. Jemand ist in einem Laden eingebrochen und hat ihn geplündert. Teure Geräte sind verschwunden. Mein Sohn war vor Ort, er ist wütend und nass heimgekommen. Er arbeitet als Sicherheitsdienst. Zu sehr vernünftigen Preisen, muss man sagen. Das versprechen wir ein andermal. Bis dann. Geil, Geld. Zack. Ich werde Millionär. Okay. Entschuldige den Überfall. Hoffentlich habe ich dich nicht erschreckt. Der letzte Sensei ist immer so erschrocken. Ich wohne direkt über dir. Nö, ich bin doch nicht erschrocken. Woher denn? Ich nehme mit meinem alten Atari 2600 online an einem Pac-Man-Turnier teil, aber mein Joystick ist kaputt. Dabei bin ich so nah am Rekord. Das war jetzt das zweite Mal diesen Monat. Jetzt habe ich also 2 kaputte Joysticks. Könntest du bitte wenigstens einen reparieren? Zieh einfach am Seil, wenn du einverstanden bist. Danke. Miau. Seil ziehen. Achso. Achso. Ja, ich weiß doch gar nicht. Okay. Nutze Teile eines Joysticks, um den anderen zu reparieren. Der da sieht eigentlich noch gut aus. So, und der da? Okay, ich nehme erstmal den da. Ja, pass auf. Was ist das da? Karton für Teil. Achso. Pass mal auf. Erstmal entschräuben, ja? So. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, welcher kaputt ist. Da würde ich halt schon gerne wissen. So, gibt es noch irgendwo was? Nee. Was? Du hast noch nicht? Nein! Ja. Erstmal sauber machen, ne? Vielleicht kann man es noch gebrauchen. Aber das sieht eigentlich noch gut aus. Ich schätze mal, wenn er einen also oft in Benutzung hat und der noch ging, dann war es ja wohl der. Dann muss das da der sein, der eigentlich gerade kaputt ging oder so. So, sauberchen. Ja, auch dahin. Der Knöpke. Oh, das sieht... Moment. Leiterplatte ist defekt. Okay, das schmeißt man gleich weg. Dann hat sich das da schon mal geklärt. Das Käbelchen kann man gebrauchen. Und das da ist dreckig wie nix. Das machen wir sauber. Gar nicht so viele Teile, so ein 2600 Joystick. Also vom VCS 2600 hatte ich auch mal einen. Habe ich mir damals wie so ziemlich alles auf dem Flohmarkt gekauft. Zur Zeit, als das ich weiß nicht, ich glaube, das Super Nintendo war schon draußen. Ich war generell immer ein bisschen hinten dran, weil ich hatte halt kein Geld und meine Eltern haben ja keine Konsolen gekauft. Und deshalb habe ich mir meine Konsolen so immer auf dem Flohmarkt gekauft. Von Weihnachtsgeld und so. Oder Geburtstagsgeld, so Sachen halt. Und war aber halt eigentlich immer eine Generation hinten dran. Moment. Da bimmelt wer? Hallöchen. Ich bin Inspektor Sakamoto. Warum verspannst du dich wie eine Katze im Kimono? Ich gehe hier einem gewissen Fall nach. Sieht aus wie Mr. Bean. Gestern Nacht gab es eine Verfolgungsjagd. Jemand ist in einen Laden eingebrochen, hat die Fenster eingeschlagen und sich mit teuren Geräten davon gemacht. Ich habe denjenigen bis nach Kanada verfolgt. Also, nee, bis zum Kanda. Oh, ich wollte gerade sagen, der ist aber ausdauernd. Vor lauter Aufregung bin ich ins Wasser gefallen. Mir ist nichts passiert, aber meine Taschenlampe wurde beschädigt. Sie geht nicht mehr an. Könntest du dir das ansehen? Okay. Die Taschenlampe ist meine treue Begleiterin. Als ich sie angemacht habe, kam Rauch raus und das Glas ist kaputt. Die ist zwar ein beliebtes Modell, aber man kriegt keine Teile mehr dafür. Hoffentlich findest du trotzdem was auf dem Online-Marktplatz. Überprüfe aber die Bewertungen des Verkäufers. Die Leute lügen manchmal. Ich habe noch kein Internet. Ich habe da einen Typen, der sich ums Internet kümmert. Bisschen komisch, aber der kennt sich aus. Ich schicke ihn dir vorbei. Ich bin übrigens überrascht, dass hier so schnell schon wieder jemand übernommen hat. Nach der Sache mit dem letzten Sensei. Aber du scheinst dich auszukennen. Viel Glück. Okay, pass auf. Stellen wir mal dahin. Ich habe nämlich keine Zeit. Was ist das da? Nein. Wie, da muss ich jetzt nebenhin... Ich muss jetzt das da reparieren. Ich habe doch aber... Ja, komm, mach mal einfach. Ja, ich sehe schon, was hier los ist. Das da ist schon mal kaputt. Weg damit. Die Birne ist auch kaputt. Eigentlich, komm, schmeiß mal gleich weg. Das Ding ist hin. Naja.
ist egal. Komm, wir machen erstmal die Schräubchen raus. Vielleicht doch gut, wenn wir erstmal das von dem machen, wenn das hier der Sicherheitsfutzi ist. Mit dem müssen wir uns gut halten. Einmal Chan hat noch ein bisschen Zeit. Komm mal her, das machen wir gleich sauber. So. Umdrehen. Zack. Alles klar. Da ist ein Akku. Der sieht eigentlich noch gut aus. Hoffe ich mal so. Da ist noch 4 Schrauben. Aber eigentlich war es ja, ich glaube, nur die Glühbirne. Ja, ist mal halt runtergefallen. Obwohl, nicht, dass mit der Technik irgendwas verschmort wurde oder so. Wenn die ins Wasser gefallen ist, die sind jetzt nicht unbedingt, ja, okay, ich sehe es schon. Die sind nicht unbedingt dafür gemacht, unter Wasser zu funktionieren. Das ist ja... So. Ist klar. So, das da sieht verdächtig aus. Zeig ich mal her. Die Glühbirne fehlt. Da hätten wir hier eine Leiterplatte, die ist defekt. Hätte ich dir gleich sagen können. So. Ja, okay. Pass auf, wir machen Folgendes. Ja, aber das Ding ist eigentlich, komm. Das ist so. Objekte drehen, Zoom und Tipp. Das ist ein Tipp. Mal her. Komm mal her. Haben wir noch irgendwie was Dreckiges? Nee. Weit so gut. So, lass mal rausgehen. Ich bräuchte Internet. Hallo, ich brauche Internet. Komm, wir machen das mal daneben hin. Hallo? So. Ah ja, hier waren wir, genau. Ja, wir haben ja noch kein Internet. Wir können ja noch nichts machen. So. Das haben wir alles gereinigt, soweit ich weiß, ja. Lass mal kurz gucken. So, er hat uns doch aber noch einen zweiten gegeben, oder? Wo ist der zweite hin? Ne, ernsthaft jetzt. Wir können hier nicht weitermachen. Der hat uns doch einen zweiten gegeben. Wo ist denn? Ah, Moment. Ich meine, ich kann das ja schlecht zusammenbauen, ohne dass die Leiterplatte drin ist. Das geht doch nicht. Ja, siehst du? Wie soll das gehen? Reinigen Reparatur von Eimer Chan. Kann ich da irgendwie anpinnen? Okay. Moment. Wir machen das jetzt ganz geschickt. Wir nehmen das da. Wenn das der Eimer für Teile ist, schmeißen wir das da einfach alles rein. Dann haben wir zumindest mal die Teile vom Tisch, weißt du? Die Schrauben lassen wir. Schrauben lassen. So. Guti. Kein Internet. Geld haben wir hier. Ist alles ein bisschen doof. Ah, da ist er. Da ist der zweite. Mach mal Platz. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe den gar nicht gesehen. So dunkel hier. Junge, Junge, ist schon spät. Komm mal her. Also der geht also nicht, sagt er. Da muss man mal genau gucken, woran es liegt. Der sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als der andere. Jesus, ne, was ist denn hier passiert? Junge, das Ding ist total verranzt. Also ernsthaft jetzt, das sieht ja übel aus. Aber schön, dass sie auch eine braune Platine haben, so wie sich das gehört. So, wir gucken mal, ich habe da mal eine schlaue Liste. Die Aktionstaste ist auch kaputt. Weg damit. So, pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir klemmen das einfach wieder rein. Machen da die Aktionstaste drauf. Der Schnippi. Das da. Einmal rumdrehen. 1, 2. Geh mal weg da. 3. 4. Zack. Etwas stimmt nicht. Wieso? Was stimmt da nicht? Gehäuse von. Mann, ich dachte, ich bin fertig hier. Was stimmt denn da nicht? Ja, das ist ein anderes Gehäuse, ja klar, aber... war ich wieder mal zu schnell hier.
Das Kabel ist kaputt. Alter, das habe ich natürlich nicht rausgemacht, weil ich schnell sein wollte. Das war natürlich sehr dumm. Ja, sorry, ich wollte halt einfach schnell sein, weil ja, Kabel sieht noch gut aus. Ja gut. Muss man drauf achten, ganz klar. Aber jetzt. Gucke. Perfekt, sagt er. So. Blub. Also. Ayma-chan. Wo ist die Schnur, wo ich dran ziehen kann? Ah, da. Hallo. Entschuldige, tut mir leid, aber hast du ihn schon repariert? Schön, hier ist deine Bezahlung. Das sollte reichen. Den zweiten Joystick kannst du behalten. Oh, danke schön. Naja, die Teile vom zweiten, okay. Ich habe gehört, dass du immer noch kein Internet hast. Kann ich dir da helfen? Immer schön, wenn man sich nützlich machen kann. Hier ist die Werbung unseres Anbieters. Der hat die besten Preise. Schreib auf, welchen Tarif du willst. Okay, slow Internet Speed, but at least it's there. Also, Grundtarif 128 Kilobyte die Sekunde. Das ist ein großes B. 500 Yen pro Woche. Der Smart-Tarif 206. Ja, okay, es ist 2000. 2000 hatte ich noch... 2000 bin ich mit einem 33K-Modem rumgesurft. Da hätte ich von sowas hier geträumt. Ganz im Ernst. Damals war ich online mit der Dreamcast und die hatte halt ein 33K-Modem. Okay, der Smart-Tarif kostet halt 1000 Yen die Woche. Weißt du, 2000 Yen kostet die Miete und die Hälfte, da müssen wir aber ordentlich hier... Aber auf der anderen Seite, guck mal. Ey, am Internet soll man nicht sparen. Hört auf mich, ich habe gerade Glasfaser gelegt gekriegt. Sehr praktisch. Und damit ich den Glasfaseranschluss überhaupt gelegt kriege, musste ich einen Vertrag abschließen. Okay, dann habe ich natürlich den günstigsten Vertrag abgeschlossen. Da hatte irgendwie 100 Mbit down und ich glaube 100 ab. Oder 50, keine Ahnung. Normalerweise Glasfaser sollte eigentlich, ist egal. Und der hat schon 50 Euro gekostet. Alter Schwede. Und dann war ja nur zum Probieren. Und dann habe ich den nach, ich glaube, es hat ein knappes Jahr oder so gedauert, bis der dann lag. Ich probiere ihn aus und das Scheißding läuft. Und am selben Tag, wo das eine lief, ging mein anderes Internet über Vodafone, war platt. Mal wieder. War ja der Grund unter anderem, also einfach, weil ich Glasfaser wollte. Aber ja. Und dann ging der Vodafone-Anschluss platt. Und dann hatte ich zumindest hier, ja, Ersatz-Internet, voll geile Sache. Und habe dann noch 3 Tage mit rumprobiert, lief erst rein und habe jetzt einfach abgegradet auf 1000 down, 500 up. Ach, ist das schön. Ich kann es euch sagen, aber 70 Euro sind halt schon heavy. Ja, ist auch egal. So, entschuldige, einen Gefallen bräuchte ich noch von dir. Ich habe mir auf dem Online-Marktplatz so eine tragbare Noni PMP gekauft, aber die lässt sich nicht einschalten. Das Paket war ganz zerdrückt, also hatte der Kurier es vielleicht eilig. In Foren schreiben immer alle, dass nur lizenzierte Werkstätten Reparaturen vornehmen dürfen. Aber ich gehe kaum aus dem Haus, also bist du meine einzige Hoffnung. Hast nicht zufällig eine Lizenz? Nee, leider noch nicht. Oh, schade. Macht nichts, dann warte ich eben. Sobald du wieder eine PMP-Lizenz hast oder überhaupt eine, dann melde ich mich wieder. So. To-Do-Liste: Finde ein Gerät mit den nötigen Teilen auf dem Online-Marktplatz und repariere die Taschenlampe und erfülle Ayma-chans Bitte und kaufe eine Lizenz für die Noni PMP. Guti, dann gucken wir erstmal. Internet. Der Godzilla Firefox Outlink Express. Uiuiui. Eine Banane. So, der Outlink Express hat schon mal... Ich habe Aufträge, sag mal hier. Atari 2600, Online-Auftrag. To-Do-Liste reinigen. Bezahlung 2298 Yen. Da riecht was komisch. Könnte Staub sein. Das war lange weggepackt. So, nehme ich. Was haben wir hier? Nokia 3310, reinigen. Gestern lief noch alles. Ja, hört sich auch gut an. Sag mal, wie viele Mails haben wir denn? Betreff Atari CX40. Kenne ich gar nicht. Reparaturen reinigen. Bitte teste mal gründlich durch. Macht irgendwie komische Geräusche. Jetzt warte mal ab. Ich will mal da noch gucken. Reagiert nicht mehr. Weiß nicht warum. Wurde es dann am Wochenende nicht benutzt. Pass auf. Wir nehmen mal... achso, funktioniert auf meiner Reise nicht mal ordentlich. Zähl auf dich. Wir nehmen erstmal... Wir nehmen erstmal das an, wo nur reinigen ist. Ne? Wir sind hier ja noch so. Okay. Sag ich mal hier. Ach so, ja. Lizenz kaufen, hier klicken. Was
das für eine Lizenz? Service-Lizenzen. 40.000 Yen. Ich hab noch nicht mal annähernd. Ai, caramba. Ja, sorry. Ach du Scheiße. Das ist ein Engage. Oh je. Und links. Moment. Natari Lynx? Das hieß aber wirklich so. Das ist kein anderer Name, das hieß wirklich so. Oh, ein Aibo hieß die, glaube ich. Ja, okay, pass auf. Online-Market. Ich brauche Teile. Hier, Taschenlampe. Geht nicht an. Geschenk von meinem Onkel in Übersee. Der ist cool. 1000 Yen. Zeig mal her. Kann ich da irgendwie... Der ist cool, er arbeitet für Unicorp. Er sagt, er fliegt bald weg. Weiß nicht wohin. Haben wir sonst noch irgendwie... Nee, das ist auch die einzige Taschenlampe, die wir haben, ne? Ja gut, dann in den Warenkorb legen. So, kaufen wir. Zustellung gibt es ab 8 Uhr. Okay. Gehen wir mal zurück. Wie komme ich denn hier zurück? Home Depot. Was gibt's hier? Ja, ich habe noch nicht viel Geld. Ich muss erst mal gucken. So, wir kaufen das, ja? So. Das Ding ist einfach... Geld. Hallo. Okay, wir haben Geld. Wir haben Geld, ihr Leute. Nein. Abwarten. Wir haben 2:10 Uhr morgens. Wir müssen da mal langsam machen. Und zwar, mach mal so, wir kriegen jetzt morgen einen Haufen Pakete. Ich habe halt extra gesagt, ich will erstmal nur die, wo man reinigen muss. Weil da bin ich relativ sicher, dass ich keine extra Teile brauche, was extra Kosten ist, sondern einfach nur sauber machen, Geld. Bam. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns ja Teile kaufen. Dachte ich mir so. Okay. Pass auf, Laden schließen. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. Licht ausmachen. Tschüss. Jetzt gleich reparieren wir weiter. Und dann geht's gleich weiter. Ja, gut. So, habe ich schön drüber synchronisiert. Tokio, Anfang der 2000er Jahre. Tag 2. Sonntag. Guten Tag, ihr Leid. Guten Morgen. 8:08 Uhr. Huch. Post ist da. Jawohl, ja. Weiter geht's mit unserem fröhlich kleinen Reparaturstöpfchen. Hallo! Betreibst du jetzt den Laden hier? Ach, wie schön, dass du aufgemacht hast. Dann habe ich wenigstens was zu tun. Der letzte Sensor war plötzlich verschwunden. Das war nicht einfach. Hashimoto-san meinte, dass du Hilfe bräuchtest und jemand Rechnungen, Bestellungen zustellen und Waren abholen muss. Leg sowas einfach auf die Theke. Was haben wir hier? Aha. Rechnungen für Miete und Internet. Die bringe ich dir jede Woche vorbei. Okay, ich muss jetzt... Bei dieser Arbeit muss es schnell gehen. Wusch! Ach. Rechnungen. Was mache ich mit denen? Wo gehören Briefe hin? Dahin. Okay. Ja, komm. Da schmeiß mal Geld rein. Und das da ist auch... Da guck, da geht's hin, unser Geld. Immerhin haben wir noch 8.000. So. Also, jetzt lass mal gucken, was haben wir denn hier? Einmal ein Nokia-Handy. Noch ein Nokia-Handy. Achso, die müssen wir ja reparieren. Und, aha, pass auf. So, wir haben mal das von Sakamoto, die Taschenlampe, die wir gestern gekriegt haben. Haben wir mal daneben geschachtelt. Was haben wir hier? Müll. So, dann bauen wir mal die da auseinander. Moment, erstmal will ich gucken. Geht gar nicht mehr. Warum geht die nicht mehr? Steht da nichts dabei. Okay, dann pass auf. Dann tun wir die jetzt erstmal reparieren. Beziehungsweise auseinanderbauen, ja, so. Hier natürlich auch. Da auch. Boah. Ach ja, okay. Moment. Wer ist nicht... Ich muss mal gucken. Aber das da... Die Platte da, die kann ich schon mal wegschmeißen. Das ist kaputt. Komm mal her, gleich weg damit. So, dann gucken wir uns das mal an hier. Sieht eigentlich noch gut aus. Da vorne ist auch noch okay. Lampe selbst. Genau. Aha, Akku schön in Müll geworfen. Wir sind hier in Japan, da schmeißt man alles in den Restmüll. So, lass mich mal gucken. Okay, pass auf, Folgendes. Wir machen das alles mal in die Restekiste. Ungefähr so. Genau, dann machen wir das Ganze hier zu. Und tauschen das aus. Weil vielleicht will er ja seine Taschenlampe haben und nicht eine. Weißt du? So, dann gucken wir mal. Wir machen da eine Lampe rein. Zap, zarab. Wir machen da die Dingens vorne drauf.
Eine Leiterplatte machen wir auch rein. Die kommt auf die andere Seite, aber egal. So, und die Abdeckung passt da auch hin. Das Gehäuse braucht man nicht. Hallo? Warte mal, wir machen mal Schrauben drauf. Schrauben drehen, Muttern drehen. Wir gucken mal. So, gucke. Machen wir da Batterie rein. Erstmal gucken. Tut sich nichts. Liegt das an mir oder daran, dass noch nicht zugeschraubt wurde? Wir werden es sehen. So, aha. Dachte ich mir. Geht natürlich nur aus Sicherheitsgründen, wenn die Sicherheitsabdeckungsplatte draufgeschraubt ist. Anders funktioniert es nicht. Ist ganz logisch. So, das brauchen wir noch. Sieht gut aus, oder? Finde ich gut. Finde ich gut. Gut, da würde ich sagen, die ist soweit repariert. Stellen wir sie da hin. Und wenden uns mal, weil wir es können. Ah, da ist er ja schon. Wie ich sehe, hast du meine treue Begleiterin wiederbelebt. Hier ist deine Bezahlung. Würdest du mir eben ein paar Fragen beantworten? Okay, würde ich gerne, ja. Also, ich arbeite hier nur und ich will keinen Ärger. Ja, das ist ein gutes Recht. Ich werde dich nicht weiter in Beschlag nehmen. Wie schön, dass du meine Taschenlampe wieder hingekriegt hast. Ich wollte sie wirklich nicht ersetzen müssen. Gut, dann gehe ich mal wieder. Ich steche hier raus wie die Katze im Kimono. Geld. Geld. So, da fällt mir gerade was ein. Tatsuya, achso, das sind die E-Mail-Dinger. Komm, wir gucken mal. So, boah, das sieht ja übel aus. Das sieht ja alles übel aus. Komm, wir machen das so, wir tun es gleich direkt reinigen. Oh. Junge, was hast du denn mit dem gemacht? Ist dir das in Schokolade gefallen? Ich hoffe, dass es nur Schokolade ist. Ah, das sieht aber auch schon ziemlich verranzt aus, oder warte mal. So, passt soweit. So, sogar der Lautsprecher hat er dreckig. Hast du da ein dreckiges Ohr dran gehalten, oder was ist los? Kriegt man den Lautsprecher dreckig? Okay, kein Problem. Moment, ich bin gleich da. Sensei, Hilfe! Meine Gotchi reagiert nicht mehr und das hat mir meine Mutter geschenkt. Die wird total sauer sein. Wir waren mit meiner Klasse auf einem Ausflug in den Tokyo Tower. Das war total schön und so weit oben. Aber ich wurde abgelenkt und habe meine Gotchi fallen gelassen. Voll in eine Pfütze. Ich habe alles Mögliche getan. Im Reisbällchen gefüttert und es in ein Handtuch gewickelt. Achso, Reis meinst du, okay. Aber das Display geht trotzdem nicht wieder an. Ich habe es geschüttelt, drauf gepustet. Ich habe mich entschuldigt, aber es wacht nicht auf. Bitte reparier es wieder. Es hat mir versprochen, zu einem riesigen Drachen heranzuwachsen. Okay, das eilt. Sorry, das eilt. Das geht so nicht. Sieht eigentlich soweit noch in Ordnung aus, wenn ich schon mal so sagen darf. So. Okay. Dann gucken wir mal. Ah, das sieht ehrlich gesagt gar nicht mal so gut aus. Denn das Display vorne... Moment. Batterie ist etwas mitgenommen, so wie ich das sehe. So. Okay. Vielleicht haben wir Glück und es ist wirklich halt einfach nur dreckig. Aber ich habe da ein bisschen Angst... Ja, Lautsprecher, den können wir schon mal sauber machen, ja. So. Aber die Platine sieht auch nicht gerade gut aus. So, seht ihr das da? Gefällt mir gar nicht. Naja, okay, komm. Okay. Naja, ich meine, das ist ja ein LC-Display. Gute Frage. Heißt es LCD-Display oder LC-Display? Weil das LC steht für Liquid Crystal, also Flüssigkristall, und das D steht für Display. Also Anzeige. Heißt das jetzt die Tätigkeit, etwas anzuzeigen? Oder das Gerät, eine Anzeige? Eine gute Frage, gell? So. Guti, machen wir mal hier weiter. Es sieht eigentlich sogar okay aus. Ich habe jetzt da wirklich Angst gehabt. Das nicht hinkriegen, aber pass auf, das machen wir. Moment. Ja. Also, Moment. Also. Sorry. So, jetzt kommt das da drauf. Hallo? Nicht? Ah, ich muss das festschrauben, oder wie?
vergessen, wie es funktioniert. Das Display, ach, Mann. Die Sicherheitsschutzfolie kommt natürlich drauf. So, jetzt wird da reingeschraubt. Ich glaube, es gibt einen automatischen Schrauber zu kaufen. Der wäre vielleicht ganz praktisch. So. Der wäre eventuell ganz praktisch. Wir haben den Lautsprecher vergessen. Nein. Der muss da hin. So. Der wäre eventuell ganz praktisch, damit man... Boah, nee, oder? Ich habe die noch nicht sauber gemacht. Der wäre insofern ganz praktisch, als dass wir dann schneller schrauben können. Und wenn wir schneller schrauben können, sind wir schneller mit unserer... Na, kommst du her. Ich muss noch Schrauben reinmachen. Sind wir schneller mit unserer Arbeit fertig. Denn dieses Schrauben, das nervt schon ein bisschen, ne? Das mache ich auch im richtigen Leben nicht gern. Vor allen Dingen, weil ich halt so ein Grobmotoriger bin. Und gerne bei mir dann die Schrauben ausdingsbumsen. Funktioniert's? Scheint so. Okay. Pass auf. So, wo ist das Mädel? Ihr legen es mal dahin. Mädel. Wird nachher. Ah, Moment. Hallihallo, ich habe gehört, du suchst nach mir. Wie kann ich behilflich sein? Also da war so ein Mädchen und das hat mir dieses Tamagotchi hierher gebracht und es ist ja kaputt gegangen und ich habe es repariert. Kannst du mal das Mädel suchen? Es war ein kleines Mädel und es hat eine Schuluniform an mit einem Regenhut. Ach ja, ich weiß noch, eine ganze Schulklasse war hier auf einem Ausflug. Ich kann mich mal umhören, wo die herkamen. Hättest zumindest hier... Ja. Ach, und bezahlt hat sie bestimmt auch nicht, was? Ja, ich nehme das, ihr Gott schön bezahle selbst dafür. Ich habe heute schon ein bisschen extra verdient. Hey, cool. Nee, passt. Kinder müssen nicht zahlen. Also, zumindest wenn sie so klein sind, okay? Ja, ich weiß, so werden wir nie zu Geld kommen. So, wo waren wir hier? Dann machen wir hier mal schnell weiter. Das machen wir auch gleich sauber. Wir haben ja in der letzten Folge online geguckt nach Geräten. Und erstmal haben wir nur geguckt nach Geräten zum Reinigen. Aus dem ganz einfachen Grund, da müssen wir keine Teile bestellen, weil wir auch noch nicht wirklich viel Geld haben. Deshalb haben wir gesagt, wir gehen erstmal nur reinigen. So, der Rest geht eigentlich wieder, oder? Moment, ich bin gleich da. Hallöchen, tut mir leid, ich habe kein Päckchen. Ich bin private Angelegenheit hier. Ich habe ein Handy auf dem Online-Marktplatz gekauft, aber es funktioniert nicht. Meinst du, du kriegst das hin? Das ist für meine Haruhi. Sie ist mein Ein und Alles. Sie arbeitet im Gebäude nebenan. Warst du da noch nie? Na, ist wohl nicht jedermanns Sache. Das ist ein seltenes Autoroller, eine limitierte Ausgabe. Ich hoffe wirklich, dass es ihr gefällt. Okay, mach mal später. Hallo? Später. So, erstmal muss ich muss hier meine Arbeit erstmal fertig machen. Guck mal her. Boah, die Schrauben drehen sich immer langsamer. Meine Hände werden immer lahmer. Ich muss mir wirklich sowas da kaufen. So, guck mal. Ab mit. Aber es scheint, als wäre das eigentlich soweit okay. Hätte ich mir sparen können. Mann, ey. So. Komm her, kann ich auch die Schrauben über Kopf reindrehen? Naja, komm, lass mal das einfach. Machen wir auch dahin. Das da wieder. Das da auch drauf. Ja, wir machen das jetzt nicht unbedingt der Reihe nach, sondern so, wie es halt passt. Das da hinten kann man auch schon dran machen. Nee, kann man nicht, weil noch keine Schrauben drauf sind. So. Also war es jetzt wirklich nur... Ach, komm halt her. Achso, ja, der Akku muss noch rein. So. So. Der Lautsprecher. Das da. Der Knopki. Der Knopki. Die Hülski. Bam. Passt. So. Perfekt. Haben wir gut hingekriegt. So. 17 Uhr noch was. Pass auf. Dann machen wir das dann noch schnell. Oh, geil, gell? Nehmen wir auch gleich aus dem... Junge, was macht ihr mit eurem... Boah, ey, was macht ihr mit eurem Zeug hier? Das ist ja Wahnsinn. So, das passt schon mal. Dann, lass mal gucken. Immerhin, das ist sauber. Da müssen die Schrauben erst weg. Ich will halt gucken, dass ich das möglichst schnell repariere. Die Sachen, die ich online gekriegt habe. Weil ich nämlich so das Gefühl habe, wenn ich schneller bin... andersrum. Wenn ich schneller bin und dann kriege ich mehr Aufträge. Weil dann sagen die Leute, boah, ist der schnell. So, jawohl, ja. Das da muss man auch noch
putzen. Kriegt man sowas hin, hä? War Nokia in Japan beliebt? Ist das ein japanisches Spiel? Also es spielt in Japan. Aber es ist, glaube ich, kein japanisches Spiel, oder? So, sehr schön. Nein, 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 nein. Schön hier geblieben. Dann wieder reinschreiben. Oh, das ist die Musik, die ich brauche, um so richtig in den Flow reinzukommen, weißt du? So, Lautsprecher können wir gleich drauf machen. Können wir das gleich drauf machen? Jawohl. Es passt. Akku. Bäm. Passt. Mann, sind wir gut. So, weg damit. Dann gucken wir mal. Komm, mach mal gleich. Der hat jetzt so viel. Muss ja gucken, dass mein Geld hier wegkommt. Uiuiui, wie sieht denn das hier aus? So. Okay, das da machen wir mal raus. Okay. Das kann man abmachen. Wenn wir mal gleich reinigen, dann vergessen wir es auch nicht. Boah, also eigentlich ist die Musik jetzt gerade zu energetisch. Da habe ich ja hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Kriege ich ja. Da fühle ich mich so gehetzt, weißt du? Okay. Komm mal her. Das da. Ja, okay. Dann das da kann man doch bestimmt abmachen. Und daneben sind noch Schräubchen, so kleine. Okay. Ah, das sieht irgendwie gar nicht gut aus. Wenn ich das mal. Ja. Junge, schmeiß mal gleich weg. Da braucht man gar nicht lang gucken. Das wird wohl auch nimmer. Was hat er denn da für einen Mist gekauft? Echt jetzt. Geht auf keine Kuhhaut hier. Was ist denn? Was klickert denn da dauernd? Nein. Nein, nicht reindrehen. Rausdrehen. Raus. So. Okay, das ist einigermaßen sauber. Das natürlich nicht das Display. Boah, wie sieht denn das aus? So. Sehr gut. Ich würde... Oh, okay. Schön. Oh, bist du dreckig. Kamera hatte das Ding schon. Wahnsinn. Also ich weiß, dass in Japan halt so die Klapp-Handys tierisch in waren. Und nicht so die normalen Knochen, wie wir sie hatten, weißt du? Was soll ich denn hier noch machen? Ah, ein Lautsprecher. Und jetzt, komm, schmeiß mal gleich weg. Was ist das da? Keine Ahnung, was ist denn das da? Ein Akku ist das nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da sind noch zwei kleine Schräubchen. So. Putzi. Alles klar. Passt. So. Besser wird's nicht. So. Dann müssen wir mal kurz Sachen bestellen. Da. Es ist verflucht, wenn ich immer damit anrufe. Ja, das ist egal. Haben wir eigentlich eins? 3500. Nicht wasserdicht. 14.000. Willst du mich veräppeln? 13. Das wird immer teurer. Boah, ey. Es wird verflucht. Wenn ich jemand damit anrufe, höre ich eine seltsame Stimme, auch wenn niemand abhebt. So rette mich jemand. Geht nicht an. Nee, besser nicht. Geht nicht an. Aber das funktioniert. Boah, aber das kostet 14.000 Yen. Willst du uns veräppeln? Ach, komm mal her. Ich kann bestätigen, dass es nicht wasserdicht ist. Ich bin damit im See schwimmen gegangen. Mein Auto ist immer noch da unten. Aber der Verkäufer ist cool. Ja, geht nicht an. Der sagt ja nur, er hört eine Stimme. Ich nehme das mal mit, ja? So, was können wir denn sonst noch holen? Haben wir gerade irgendwie was Günstiges? Konsole funktioniert einwandfrei, ist aber von dickem Staub bedeckt. Es ist auch Staub innen drin. Ich habe Angst, sie auseinanderzunehmen. Da wird am Schluss sicher... Wir nehmen es einfach mal mit. Was man hat, hat man. Was gibt's hier so? Oh ja. Wie viel haben wir? 21.000. Ein Ratschenschrauber. Der muss mit. Der muss mit. So, das kaufen wir gleich. Reicht das noch? Oh, es muss...
Oh, jetzt haben wir noch 3000 Yen. Okay, jetzt müssen wir irgendwie noch was fertig kriegen. Also. Hallo? Moment, habe ich das gleich? Oh, geil. Wo mache ich den hin? Dahin. Da unten hinlegen. So. Noch ein Handy. Oh ja, gut, komm mal her. Dann kann man das gleich auseinanderbauen, dann kriegen wir das eine fertig. So. Also, zack, zack. Machen wir die kleinen Schräubchen auch gleich. Wieso geht denn das so schnell? Ich dachte, das gibt es immer morgen erst morgens. So. Das ist eigentlich noch okay, das machen wir da rein. Das müssen wir sauber machen. Als nächstes holen wir uns wahrscheinlich so Druckluft. Aber dieses, oh, habt ihr gerade gemerkt, wie schnell das Schrauben ging? Das deutlich besser. So, komm her, wir machen das alles da rein. So, wo geht's weiter? Da hinten. Das ist auch sauber rein. Der Akku sieht gut aus. Rein damit. Das kriegen wir mal besser raus. So, das machen wir sauber. Ich glaube, das war auch schon kaputt bei dem Handy von dem anderen, gell? Wir tun einfach alles in die Ersatzteile. Ich meine, wir haben es ja nur gekauft als Ersatzteil. Also nutzen wir es auch als eben solches. So, wo sind wir denn da? Ja, das ist kaputt. Ah, sehr schön. Das sieht gut aus. Das auch. Die 2 kleinen Schräubchen kommen mit. Das ist auch noch gut soweit. Da purzelt's. Was ist denn da oben los? Wie kriege ich denn das da ab? Oh. So. Machen wir schön sauber. Da auch. Jawohl. So, aber kann ich das Mittelteil... Kann ich das nicht... Ach so. Ach so, da gibt's noch einen Teil. Hab ich gar nicht gesehen. Ah, jetzt verstehe ich, warum ich das eben nicht in die Kiste machen konnte. So, wo ist er denn hin? Ja, ich brauche einen... Wo haben wir denn Da ist es. So, jetzt aber schnell hier. Ich will nämlich heute noch nach Hause kommen irgendwann. So, wie funktioniert das? Also, wir brauchen... Ja, kannst du mal weggehen daneben? So. Da fehlen voll viele Teile, merkt ihr das? Zum Beispiel, das da unten hat gefehlt, ja? Und das da. So, hier zumachen. Nee, das da unten ist noch da. Okay, aber das war ja in Ordnung soweit. Das da ist auch sauber, okay. Clip, Clip. Dann machen wir das da oben dran. Machen daneben die 2 Schrauben-Dingis rein. So. Dann machen wir da hinten... Nee, es fehlt noch. Das rosa Ding. So. Immer noch nicht. Junge. Moment, das da nervt mich gerade. Aha. So, reinschrauben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist egal. So. Ja, da kommt doch bestimmt hier irgendwo hin. Batterie. Junge. Okay, pass auf. Dann machen wir das so. Das da kommt auf jeden Fall da oben hin. Das ist relativ klar. So, warte mal. Das kommt dahin und da schrauben wir jetzt die Schrauben rein. Nein, das war die falsche Schraube. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen... Es ist schon spät, weißt du, ich muss... Ach ja, Da sind Schrauben drinne. Was fehlt denn da? Hallo? Moment. Eine Leiterplatte, die Rückplatte ist doch hier. Rückplatte fehlt. Ach so, ja. Stimmt, die haben wir weggeworfen, ne? Die haben wir weggeworfen. Und dann gucken wir mal, ob wir die da reinmachen können. Hallo? Du Handy, du? Du sollst da unten hingehen. Oder? Was fehlt denn noch? Eine Rückplatte und die Batterieabdeckung. Das ist doch die Rückplatte. Lautsprecher, aber Lautsprecher habe ich. Die Leiterplatte haben wir auch drin. Akku. Hilfe. Hilfe. Also zuallererst mal, dreh dich mal so, dass man dich wie einen normalen Mensch behandeln kann. So. Okay. Tipp. Ich brauche einen Tipp. Tippen geht nicht.
das da vorne reinmachen, da hinten rein. Also ernsthaft jetzt, was fehlt da? Ich muss da die Leiterplatte hinmachen, dann mache ich den Akku irgendwo rein. Das Ding ist verhext. Ich sag's euch, das Ding ist verhext. Da fehlt doch irgendwas. Laber nicht, da fehlt was. Also. 7 von 12. Eine Antenne, also ist die Antenne. Leiterplatte haben wir. Lautsprecher haben wir. Rückplatte haben wir. Akku haben wir. Batterieabdeckung haben wir. Batterieabdeckung, Rückplatte, Akku. Antenne. Tastenabdeckung. Man muss das Handy zuklappen. Verstehst du? Aha. Man muss das Handy zuklappen. Sonst funktioniert es nicht. Ey. Da muss man erstmal drauf kommen, ja. Ja, es ist auch für mich die 6. Stunde. Alles klar. So. Was haben wir hier? Ah ja, das wollen wir ja verkleinteiligen, ja. Mach mal weg. Wir haben schon wieder 6 Uhr. Oh. Junge. Ja komm, das nehmen wir noch auseinander. Einfach weil wir es können. Boah. 2600er, Alter, was ein geiles Gerät. Aber so eins hatte ich nie. Ich hatte das Modell, was so aus Plastik war. Das ist ja so diese Fake-Holzvertäfelung. Nein, das war schon zu teuer. Ich habe schon die Billig-Version gehabt. Also schon. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich habe ja meine Konsolen auf dem Flohmarkt gekauft. Und damals war das NES, ich glaube das Super Nintendo sogar schon draußen. Und ja, ich hatte halt keine Kohle für aktuelle Konsolen. Moment. Das müssen wir ja da reinmachen. Ich hatte halt kein Geld für aktuelle Konsolen. Und habe deshalb immer Konsolen gekauft, die schon ewig alt sind. So, Moment, das wird sauber. Und habe dann halt so quasi die ganze Konsolengeschichte mehr oder weniger miterlebt. Ich hatte einen VCS, also einen 2600er. Dann hatte ich einen C64, als es schon lange PCs gab. Ich glaube, danach hatte ich dann erst das NES nach dem C64. Super Nintendo war schon lange draußen. Okay, passt. Na, komm du schön mit. Das sieht mir noch aus, als könnte man es irgendwie... Das sind noch kleine Schräubchen, zoom mal ein bisschen rein. So. Dann hatte ich ein NES und die erste dann hatte ich einen Mega Drive, als gerade der Saturn auf den Markt kam. Und nach dem Mega Drive... Boah, ist das dreckig. Der Modulport. Nach dem Mega Drive habe ich mir dann... Das Mega Drive habe ich damals verkauft an meine Busfahrerin. Ja, Moment, ich bin gleich da. Gleich bei Ihnen. Einen Moment noch. Einen Moment, bin gleich da. Bin gleich bei Ihnen. Gar kein Problem. So, hier bin ich schon. Hallo. Ah, ui, so ein schönes Stück. Das wird ihr super gefallen. Ihre Schicht ist auch bald rum. Vielen lieben Dank. Bis dann. Viel Glück, gell? Ja, und Geld kommt in die Kasse. So. Boah, ey, das ist irgendwie... Ja. Mach mal Licht. Kann man jetzt eigentlich schon Licht ausmachen. Ich kaufe mir eine Lizenz für Noni PMP. Ja, mache ich. Heute wird ein bisschen durchgeackert. So. Den müssen wir noch wegkriegen, ja. So, ja, wo war ich? Ich habe meiner Busfahrerin das Mega Drive verkauft. Die wusste nicht genau, was es ist. Die hat halt gehört, dass ich es einem Kollegen andrehen will. Die fragt so, was ist denn das? Dann habe ich gesagt, ja, ist wie ein Super Nintendo, nur von einer anderen Firma, also von Sega. Gibt es da auch Mario? Dann sage ich, ja, es gibt halt Sonic. Und dann, ah ja, nehme ich mit, will ich haben. Und dann habe ich es ihr verkauft, der Busfahrerin. Oh, das war auch so ein Act. Weil am nächsten Tag, wo sie mir das Geld bringen wollte, also sie hat das Geld nicht gehabt, ne, wollte mir das Geld geben. Und dann war die aber nicht mehr da, die Busfahrerin. So, die hatte wohl eine andere Schicht oder so. Und ich dann so, das ist natürlich kacke, will die mich verscheißen oder was? Keine Ahnung. Einen Moment.
Und ich muss hier noch fertig erzählen. Aber dann stehe ich so an der Schule, an der Bushaltestelle halt, warte auf den Bus und dann kommt plötzlich ein anderer Busfahrer auf mich zu und sagt so, Moment, du musst der sein, der, oh, hallo. Ach, das ist die Freundin. Endlich ist meine Schicht rum. Entschuldige, aber ich habe es echt eilig. Ich habe eine Prüfung und mein Prof rastet aus, wenn ich zu spät komme. Ich dachte mir, wo ist eigentlich der bisherige Sensei? Ach, egal. Hoffentlich kannst du mir helfen. Ich will mein Handy verkaufen. Das ist fast neu, aber ich habe es fallen gelassen. Wie sich herausstellt, ist es ein seltenes Autorola. Limitierte Ausgabe. Das ist voll teuer. Ich habe sogar schon einen Käufer. Soll ich dir nachher einen Kurier vorbeischicken? Oh, ich muss jetzt, das ist mein Bus. Das ist aber seltsam. Okay, machen wir nachher. Komm mal her. So, was haben wir denn noch hier feines? Das Kabel. Sieht auch noch gut aus. So. Na, jedenfalls habe ich dann halt, kam dann halt einer zu mir, ein anderer Busfahrer hat gesagt, du musst der sein, der einen Busfahrerin, Name weiß ich nicht mehr, eine Konsole verkauft hat. Jo, ja hier, ich soll dir das ist alles voll das sauberste Dingens, was es gibt hier, voll geil. Was fehlt da noch? Da, krass. Sauber, das ist so, passt. Und jetzt... Ach so. Ich sollte es ja einfach wieder zusammenbauen und nicht einschachteln. Ja, kriegen wir hin, pass auf. Das brauchen wir auch. 1, 2, 3, 4 Schalter brauchen wir. Ein Kabel. Die Platine natürlich. Das da kann man da schon dran machen. Der Modulschacht kommt da oben hin. Dann kommt das da oben drüber. Schräubchen drauf. Ja, machen das mal ein bisschen größer. So, dann kann man das Ganze... Kann man das noch nicht nehmen? Und da dran machen, genau. Mit 2 Schrauben fixieren. Das läuft. Kabel geht auch schon dran. Soweit alles gut. Die Schalters natürlich. Ein bisschen. So. Und auf jeden Fall hatte ich dann halt mein Geld. War sehr glücklich. Habe mir mit dem Geld plus noch ein bisschen Geld so mein Super Nintendo gekauft mit Donkey Kong Country. Das wollte ich unbedingt haben. Und dann war ich sehr glücklich. Und das Super Nintendo mit Donkey Kong Country war meine erste Konsole, die damals noch aktuell war. Also es kamen damals noch Spiele raus, wenn es auch schon... Es muss so 95, 96 rum gewesen sein. Wenn auch schon das Nintendo 64 am Horizont zu sehen war, quasi. Aber egal, ich hatte Donkey Kong Country. Ich war glücklich. Ich habe den zweiten Teil auch noch von Kollegen ausgeliehen. Sehr schön, das haben wir gemacht. Verschicken wir das schön. Zack. Und dann hatte ich... Ja, hallo. So. 13.000 Yen. Machen wir das auch noch gleich, komm. Eieiei, was hat sie denn damit gemacht? Das sieht ja übel aus. Ah, fallen gelassen. Ja, okay. Alles klar, ich verstehe. So. Machen wir weg. Machen wir weg. Wir gucken, dass sie möglichst die ganzen Teile, die sie eh schon hat, also die behält. So. Ah, schön Super Nintendo gespielt. Das war fein, sag ich euch. Moment, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Ich will ja nur das Display reparieren. Moment. Ich schätze mal, dass es nur das Display ist. So, und wie es der Zufall so will, habe ich nämlich ein Display auf Halde. Da seid ihr baff. Da seid ihr baff. Da hat irgendjemand vorgesorgt. Okay, mach das halt schon rein, aber eigentlich will ich die Schraube da oben. Da hat irgendjemand vorgesorgt und hat sich mal das alles schon geholt. So, was fehlt noch? Jetzt selbes Problem wie vorhin, ja? Nee. Schraube, Schraube. Akku. Dingens drauf. Das auch noch rein. Bäm. Funktioniert wieder. Super, Mann, das ging schnell. So, das kann man dazu machen erstmal. So, die holt das schön ab. Ja. Hoppla, noch eine Zustellung. Ich bin ja noch hier. Ach, die Kundin ist meine Harui. Das ist ein Umschlag von ihr an dich. Zahlung für Handyreparatur. Hat sie mein Geschenk etwa kaputt gemacht? Ich hab's doch gewusst, dass
easy das ist. Naja, bei ihr auf Arbeit geht's immer drunter und drüber. Ich habe jeden Abend auf einen Anruf oder eine Mail von ihr gewartet. Ich dachte, sie wüsste noch nicht, wie es geht. Dabei hat sie es kaputt gemacht. Lustig, was? Jetzt wird sie mir bestimmt schreiben. Super, jetzt läuft das Handy. Danke dir. Junge, die hat ein Handy geschenkt gekriegt und will es verkaufen. Boah, wie fies ist denn das? So. Okay, was passiert, wenn ich... So. Okay, wie viel Geld haben wir? 28.000 Yen. Was kostet denn eine Lizenz? 40.000 Yen. Boah, das ist immer noch viel zu teuer. So, das reicht erstmal. Reinigungspinsel plus mehr Borsten, weniger Staub. Reinigungspinsel Deluxe. Komm, das nehmen wir mit. Moment, ich komme. Ultraschallreiniger. Ich hab's geschafft. Es war ein ziemliches Abenteuer. Was hast du geschafft? Hä? Als ich nach der Schulklasse ach so gefragt habe, dachte eine alte Dame, ich wäre ein Yakuza. Als ich den Hieben ihrer Handtasche ausgewichen bin, bin ich ins Gebüsch gefallen. Auf der anderen Seite war da ein Hund, der seine Kette gesprengt hat, um an mich ranzukommen. Der hat mich herumgescheucht, als wäre mein Rucksack voller Wurst. Es war furchterregend. Zum Glück hat das Herrchen des Hundes ihn gerade noch rechtzeitig aufgehalten. Oder immerhin nach ein paar Bissen. Naja, er hat mir geholfen, die Schulklasse aufzuspüren und so habe ich sie gefunden. Ha, die Schule war letztlich ganz in der Nähe. Sie heißt Yui, also das Mädchen. Ich habe noch nie jemanden so einen Luftsprung machen sehen. Die hat sich ganz doll gefreut. Sie hat mich einen Helden genannt und mir sogar etwas geschenkt, sowas Hübsches. Aber natürlich hat sie das alles dir zu verdanken. Oh, ein Kranich. Kann ich den da oben hin machen? Dahin? Ah, da oben hin. Der Kranich muss fliegen. Oh, Ruf der Werkstatt aktualisiert. Gemütliche Ecke. So. So, wir gucken mal. Wir bestellen uns noch was. Boah, ich habe jetzt die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich bin ja wirklich müde. Ohne Quatsch jetzt. So, wir bestellen uns noch ein bisschen sowas, was ordentlich Geld bringt. So. Wie geht das mit den Reparaturen? Hier, gell? Darf ich noch nicht. So. So, achso, nee, ich muss ja hier gucken. So, habe ich hier noch. Guck mal hier. Wir arbeiten die natürlich alle ab. Ein CX40, ich weiß gar nicht, was das ist. Egal. Bitte teste mal gründlich durch. Macht manchmal komische Geräusche. Hört sich seltsam an. Dann haben wir hier ein Egotchi. Haben wir noch Teile vom Egotchi? Ich glaube nicht. Den Auftrag nehme ich aber an. So, was hat der hier? Autoroller Racer. Manchmal geht es für eine Sekunde an, säuft dann wieder ab. Noch ein Egotchi. Das nehmen wir gerade auf jeden Fall. So, oh, guck mal hier. So. Und das da nehmen wir noch mit. Das Autoroller Racer. Wir nehmen alle Autoroller Racer. So, die müssen kurz warten, ja. Huch. Moment. Und zwar kaufen wir uns jetzt noch ein paar Autorollers, wenn wir sie finden. So, halt in den Warenkorb. Das ist alles, was noch da ist, ernsthaft. Oh, was können wir hier alles kaufen? Eine Trinkgelddose. Gehört in der westlichen Kultur dazu. Ja, wir sind aber hier nicht im Westen, soweit ich weiß. Wir sind doch in Japan. Nee, die kaufe ich mir jetzt nicht, aber das ist eine gute Idee. Trinkgelddose. So, also den brauche ich, ja. Jetzt habe ich fast kein Geld mehr. Und hier habe ich was? Genau, ein Gerät. Haben wir hier sonst noch irgendwie was? Komme ich denn jetzt halt hier zurück? So, lass mal gucken. Nicht wasserdicht. Ja, aber kostet nicht viel. Nehmen wir mit. So, kaufen wir, ja. Guti. Ich habe noch 20.000 Yen. Ich weiß halt nicht. Ich nehme auf jeden Fall noch einen Pokia. Immer reagiert, geht nicht an. Ja, ist günstig, nehmen wir mit. Das ist mir zu teuer, das nehmen wir auch noch mit. Kaufen. So, ich brauche eigentlich noch ein Atari irgendwas. Das ist der Controller, den nehmen wir auch noch mit. Und Egotchis bräuchten wir, aber 1600 ist nicht wirklich teuer. So, ein CX40. Ja, lassen wir erstmal. So, kaufen wir auch noch alles. So, Guti.
Hallöchen. Ja, ja. So. Ich sage euch, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt hier Ende. Ich will nicht noch einen zweiten Tag durcharbeiten. Das geht so nicht. So, pass auf. Laden schließen. Einmal kurz räuspern. So, Radio machen wir aus. Alles klar, das kostet unnötig Strom. PC kann man eigentlich auch ausmachen. Guck mal, der geht gar nicht aus. Wo geht der hier aus? Alt F4 und der Tag gehört dir. Lass mal einfach laufen. Das ist schon in Ordnung. Was ist denn das da? Ja, das ist Müll. Braucht mehr Platz. Zack. Wo kommt denn der Müll jetzt her? Ganz ehrlich. Wer legt mir da jetzt das Müll hin? So, sieht alles wieder gut aus. Das räumen wir alles morgen auf. Ich bin heute richtig fertig von der Arbeit. Wir fahren jetzt schön nach Hause. Ring, ring. Und dann gucken wir mal. Pass auf. Reparaturaufträge abgeschlossen. 2 in Bearbeitung, 0. Aber Online-Aufträge habe ich 1 abgeschlossen und 6 in Bearbeitung. So, machen wir einen Stempel drauf. Auf die Katze. Blöpp. Tschö. Tschö.